Gegen Tagesanbruch versammelten sich die führenden Männer des Volkes sowie die obersten Priester und Schriftgelehrten. Ich wurde diesem Hohen Rat vorgeführt. Im Haus suchten sie nach Zeugen, die zu einer Falschaussage gegen mich bereit wären, sodass sie mich zum Tode verurteilen konnten. Dieser Mann hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Hast du zu diesen Anschuldigungen nichts zu sagen? Was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen? Im Namen des lebendigen Gottes, sage uns, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Es ist, wie du sagst. Ich bin es. Von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten Gottes sehen, auf dem Platz der Macht, und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Gotteslästerung! Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr alle habt seine Gotteslästerung gehört. Schuldig! Er muss sterben! Das Verhör endete in den frühen Morgenstunden. Danach wurde ich in das Prätorium, den Palast des römischen Statthalters Pilatus, gebracht. Was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen? Wir würden ihn dir nicht vorführen, wenn er kein Verbrecher wäre. Dann führt ihn ab und verurteilt ihn nach euren eigenen Gesetzen. Unser Gesetz erlaubt es uns nicht, jemanden hinzurichten. Dieser Mann verführt unser Volk. Er fordert es auf, dem Kaiser keine Steuern zu zahlen, und er behauptet, der Christus ein König zu sein. Wo er auch hinkommt, verursacht er Unruhe im Volk in ganz Judäa, von Galiläa bis nach Jerusalem. Bist du der König der Juden? Dein eigenes Volk und ihre obersten Priester haben dich hergebracht. Warum? Was hast du getan? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dann bist du also doch ein König? Du sagst es. Ich bin ein König. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Was ist Wahrheit? Ihr habt mir diesen Mann vorgeführt und ihn beschuldigt, das Volk aufzuhetzen. Ich habe ihn in eurer Anwesenheit gründlich befragt und habe keine Schuld an ihm gefunden. Dieser Mann hat nichts getan, wofür er den Tod verdient. Ihr habt doch den Brauch, mich jedes Jahr zum Passafest um die Freilassung eines Gefangenen zu bitten. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Nein! Nicht diesen Mann, sondern Barabbas. Weg mit ihm! Weg mit ihm! Kreuzige ihn! Was? Euren König soll ich kreuzigen lassen? Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Wenn du diesen Mann freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich zum König erklärt, erhebt sich gegen den Kaiser. Ich bin unschuldig am Blut dieses Mannes. Die Verantwortung liegt bei euch. Wir übernehmen die volle Verantwortung für seinen Tod. Kreuzige ihn! A love so strong, it tears down walls, but lifts me up whenever I fall. A grace so firm, it shields my heart, and there is shelter where you are. I've come to taste the beauty of it all, and I am overwhelmed by the power of your love. This is my Jesus, this is my Savior. There's no one like him now or ever. Wide-eyed, I'm filled with wonder. I linger in his love forever. A blazing fire burning up my pride, illuminating the way to life. A voice that makes the
Throughout the test of time, you have never left my side. Yes, I belong to you. You are my closest friend, my beginning and my end. My heart is set on you. Throughout the test of time, you have never left my side. Yes, I belong to you. 'Cause this is my Jesus, this is my Savior. There's no one like him now or ever. Wide-eyed, I'm filled with wonder. I remember his love forever. I belong to you, you belong to me. I belong to you, Jesus, Jesus. I belong to you, you belong to me. I belong to you, Jesus, Jesus. Yes, I belong to you, you belong to me. I belong to you, Jesus, Jesus. I belong to you, you belong to me. I belong to you, Jesus, Jesus. Guten Morgen und herzlich willkommen auf dem Passionsweg, den wir gemeinsam gehen mit Jesus durch die Stationen, auf dem Weg zum Kreuz. Wir sind schon mittendrin. Am Morgen früh wurde Jesus verurteilt und die Situation ist schon bizarr. Da ist dieser sanftmütige, liebevolle Jesus, der zu mir gehört, und gleichzeitig dieses Umfeld, das so hart ist oder so töricht, einen doch so klar unschuldigen Mann zum Tode zu verurteilen. Das sind grausame Szenen. Diese Ungerechtigkeit, die da hochkommt, erinnert mich selber auch an eine Situation. Ich kann mich erinnern, als Junge war ich mal an einer Hochzeit eingeladen. Und wir waren da, meine Eltern, mein Vater war der Pastor, der Traupastor, und danach gab es noch ein Riesenfest und ich war auch da und ich war noch so ein Kind, etwa 12 Jahre alt, und das war mir zu langweilig alles, sind wir rumgerannt, haben gespielt, haben Verstecken gespielt und mein Freund hat sich versteckt. Und zwar in der Toilette, und ich hab's gewusst, ich hab's geahnt, aber ich bin eben schlau, weil es war so ein Waschbecken und da bin ich hochgeklettert und damit ich über die Toilettenabsperrung schauen konnte. Und als ich so da oben stand, lässt das Waschbecken nach und zersplittert am Boden in 1000 Teile. Und mir war bewusst in diesem Moment, jetzt habe ich einen Riesenfehler gemacht. Und ich habe mich so geschämt für das, was da passiert ist. Und ich habe gedacht, ich bin schon der hinterallerletzte kleine Dreckskerl, den es gibt auf dieser Welt. Gerade an einer Hochzeit, wo zwei Menschen ihren schönsten Tag verbringen wollen. Und ich habe nichts Besseres zu tun, als da die Toilette zu zerstören. Ich weiß noch, wie ich da weggerannt bin und habe mich geschämt und habe geweint und ich wollte nur noch weg von dieser Erde. Ich kann mich so gut an diese Situation erinnern, weil es danach immer wieder in meinem Leben Situationen gab, wo ich genau dieses Gefühl erlebt habe. Ich habe so oft danach gedacht, was bist du für ein kleiner Dreckskerl, der so viel kaputt macht. Immer wieder, wenn ich Menschen verletzt habe, dieses Gefühl von Schuld, was bist du für ein kleiner Dreckskerl. Es ist so weit gegangen, dass ich dann als Teenager habe ich angefangen, meine Arme zu ritzen. Ich habe Suizidgedanken gekriegt. Ich wollte meinem Leben ein Ende setzen, weil ich so oft mich verurteilt habe für die Fehler, die ich mache, für das, was ich bin selber. Und dann ist eines Tages Jesus in diese Situation hereingekommen. Und gerade diese Geschichte, diese Ungerechtigkeit, die ja Jesus erlebt hat, wie ungerecht, dass er behandelt wurde. Er hat nichts falsch gemacht und alle wussten es. Sogar haben es gesagt. Und ich
ich habe Fehler gemacht. Ich hätte verdient, verurteilt zu werden. Es fühlt sich so richtig an, mich selber zu verurteilen. Doch Jesus hat mir gesagt, ich wurde verurteilt, obwohl ich es nicht verdient habe, damit du nie mehr verurteilt wirst. Dann habe ich gelesen, im Römer 8 steht so, für die, die in Jesus sind, gibt es gar keine Verurteilung mehr. Und ich habe das lernen müssen. Diese Passionsgeschichte, diese Verurteilung von Jesus, die ist nicht einfach so unfair, so ungerecht, sondern sie ist so ungerecht, damit Jesus meiner Ungerechtigkeit begegnen kann. Und damit ich jetzt ein Leben leben kann, wo ich sagen kann, Verurteilung, was willst du? Mich anklagen? Das geht nicht mehr. Logisch, ich weiß, ich mache noch Fehler, aber mir wird vergeben. Denn Jesus, dieser Jesus, wurde für mich verurteilt. Ich möchte dich herausfordern, denn Anklage in den Gedanken, also diese Minderwertigkeitsgedanken, diese Selbstverurteilung loszulassen, das braucht Mut. Aber sieh dir diese Geschichte an. Jesus bittet dich heute zu sagen, ich wurde ungerecht verurteilt, darum gib mir all diese Anklage. Bitte nimm das heute an und lass uns gemeinsam jetzt all diese Verurteilung ablegen bei Jesus. Und zwar machen wir das so. Paulus hat im Römer 8 ein ganzes Kapitel darüber geschrieben. Und wir werden gemeinsam jetzt Ausschnitte lesen. Und ich bitte dich, lies das laut mit über deinem Leben. Und all diese Schuldgefühle schütteln wir ab bei diesem Jesus. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt, wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. You are my closest friend, my beginning and my end. My heart is set on you. Throughout the test of time, you have never left my side. Yes, I belong to you. 'Cause this is my Jesus, this is my Savior. There's no one like him now or ever. Wide-eyed, I'm filled with wonder. I linger his love forever. Jesus, this is my Savior. There's no one like him now or ever. Wide-eyed, I'm filled with wonder. I linger his love forever. Jesus, ich gebe dir heute alle diese anklagenden Gedanken. Und ich lasse sie hier bei dir. Denn du bist zu Unrecht angeklagt worden und hast all diese Verurteilung getragen für mich, dass ich frei sein kann. Und ich nehme das an, das Geschenk deiner kompletten Annahme in meinem Herzen.
danke, Jesus, bin ich gerecht in dir. Und alle sagen Amen. Wie wunderbar ist unser Jesus. Wie groß ist seine Liebe und das Geschenk, das er uns macht auf all diesen Stationen des Passionswegs. Ich bin wirklich so berührt und überwältigt davon. Ich freue mich, dass wir bald schon die nächste Station gemeinsam erleben dürfen und einfach die Kraft auch da. Jesus ist wirklich real und er möchte dich noch weiter beschenken. Ich möchte dich an dieser Stelle auch einladen, wenn du heute aus Dankbarkeit dich mit einklinken möchtest, auch in unsere Visionen, in das, was wir hier machen, dass wir das Evangelium verbreiten möchten, diese wunderbare gute Botschaft, darfst du mit deinen Finanzen auch Teil von unserer Church sein. Auf www.icf.ch/give, da findest du die Möglichkeiten, wo du jetzt auch gerade spenden kannst und uns unterstützen kannst. Denn das macht all das eigentlich auch möglich, was du jetzt hier siehst. Darum vielen, vielen Dank. Und wir glauben, dass gerade deine Unterstützung auch eben da mit beiträgt, dass gerade so diese Botschaft von Jesus am heutigen Tag auch viele Menschen in ihren Herzen erreichen darf. Wir sehen uns später.